Shalom Aleichem, ich heiße Shmuel Perlin und ich bin der New Yorker Jid in China. Von Horu bis Kusch steht geschrieben in der Gemora, die anzuweisen die Größkeit von der Imperie von dem persischen König Achashverosh. Kusch auf Meirev ist ein allzeitiger Name von Äthiopien. Hodu auf Mizrach ist öfter der jetzige Pakistan oder Indien. Der Ausdruck hat abgespiegelt die Meinung bei Jiden, als viele in die ersten 1400 Jahre von Goles hat die ganze Welt gemeint nur ein gewisser Teil von Eurasien und von Afrika. Erst in der Tkufe von europäischen Entdeckungen und Kolonialismus sind die Jiden gefahren kein neue Kontinenten und andere Länder, ausgeformt Kihiles, gesucht Parnassus, Anteil in äußergewöhnlichen Aventures. Aber der Dach von der Welt, die Himalaya-Berg, sind geblieben ein blaues Ort auf der Mappe. Jüdische Kehiles und Institutions haben aufgeblüht in Indien, in die islamische Städte von Zentralasien, in zerworfene Erde in dem missrechtlichen Teil von dem gewesenen Rattenverband und viele in Burma und China. Aber kein jüdisch Leben hat man keinmal nicht gefunden in die abgeschnittenen Länder von die Himalaya-Berg. In heutigen Zeiten sind Jiden heraufgegangen auf Everest und eine knappe Gruppe von jüdischen Touristen besucht Tibet unter der wachigen Aufsicht von der chinesischen Regierung. Ein hübsch bisschen Jiden verbringt die Zeit in Nepal und so in Indien, in solche Städte wie Kathmandu, Manali und Dharamsala, die Golesheim von Dalai Lama. A Sachis Reulim vornehin, der Riker beast die Nessies noch in verändigen seiner Dienst im Militär. Jetzt sind euch da ein paar Chabad-Heiser und a derfele leben Dharamsala, wo es ist geworden schier nicht a kleine Medinas Yisroel, wo die Schilden von Restauranten, Hotellen und Kromen sind auf Ivrit. Und in New York, in 2004, haben Donald und Shelley Rubin, wichtige Sammlers von himalayischer Kunst, geöffnet in der gewesenen Kleiderkrom von Barneys, dem Rubin-Museum, mit öfter die beste Ausstellungen in der Welt von himalayischen Kulturen. Aber bis letztens sind nicht nur Jiden, aber auch Christen und Muselmänner sehr wenig gewesen in die Himalaya-Berg. Und auch viele Buddhism, was ist geworden populär zwischen Jiden in die meirevdicke Länder, ist relativ ein neuer kultureller Koech, was man hat herübergetragen über die Berg. In die letzten Jahrzehnte ist Tibet und sein Minhag von Buddhismus geworden weltberühmt. Aber bei der Klau hat man die tibetische Zivilisation aufgestellt auf einem größeren Plateau, Pashan-Hayas, und auch viele Buddhismus in Tibet nimmt daran noch Elementen von Animismus und früherdicke religiöse Strömen. Die größten Zivilisationen von Indien, China und Persien haben sich alle abgestellt bei den Füßen von die hohen Berg. Der lost hunderter kleine verschiedene Schwotim zu wohnen und entwickeln sich, was weiter von der kaiserischen Haspoe. Die dosige Gruppes haben andere Lebenssteigers, verschiedene Parnassus und sehr eigene Weltbahnen. Zwischen die vielminnigen Schwotim in die Himalaya-Berg sind verspreit die Kischefmachers. Ort ist da eine Skene, was benutzt ein langes Stück Jamsch mit kleinen Lächelech und murmelt etliche Wörter, ober und wieder. Gedei zu der Wissen sich, sie ich will bleiben gesund, sie nicht. Zum Sof bestimmt sie als ja, ich will Gott zu danken und bleiben gesund.
In China, bei der Kulturrevolution, hat die Regierung attackiert die Kishif-Machers und die Minoritätsgruppen. Interessant zu bemerken, als Politik hat gebracht zu einer Verchristigung von einer Sachgruppe. Es ist legal für Missionären zu arbeiten im Land, aber sei wie sei, kommen sie von Mairev und von der Arumike Erde. Und die Religie wird da eine verspreite Erscheinung zwischen die kleinen Minderheiten. In Tocharein stellt die Christlichkeit da vor mit sich ein Gemisch von Traditions mit den sachortigen Elementen, was kommen nicht in Stires mit der neuen Religie. Die Mehrheit von den Kirchen sind protestantische und ein wichtiger Element davon ist zu verwehren im Ganzen Alkohol und Tabak, was haben gebracht zu großen gesellschaftlichen Problemen. Das Leben ist da nicht kein Süß und voll mit Surres. Mischpuches wollen abgeschnitten, eine von der anderen. Aber man kann gefunden ein Stückel flatschige Erde oder ein Teichel mit Fisch. Da muss man stehen fest auf die eigenen Füße. Es ist nicht so auf wem sich zu verlassen. Rätschke, Hanef, Kukuruse und Kartoffel, von dem lebt man. Man zermalt es, man zerbrockt es und man benutzt es in verschiedenen Varianten und kiemats alt wird gemacht mit die Händen. Bis letztens sind alle Kleider gemacht geworden auf a traditionellen Öfen, was es gewähnt verspreit in dem Rayon. Sie sehen aus wie ein Kunstwerk, ausgearbeitet auf ein hilzener Webstuhl. Aber dem Memes gesagt, hat man einmal getragen wenig Kleider, auch aus Winterzeit und in die kalte Erde, meisten Pelzen. In die Berg, in einer gewisser Zeit von Jahr, schneiden die Männer wilde Gewichsen, was seinen geglichen zu Hanef. Die Frauen arbeiten aus jeden Faden mit die Hand, kochen sie über mit Asch, waschen, klappen aus mit Stecklich, farben sie ab in alle Kollieren von dem Regenbogen. Mit einem Wort, eine ganze Technologie. Auf dem Dach von der Welt wird darum alles mehr verkristelt und modernisiert von einer Seite. Aber von der anderen Seite bemüht man sich abzuraten und zu verhüten, was man kann noch. Hey.